Amen. Es gibt so Themen, die bewegen die Welt. In unserem Newsportal wird dann oft ein Live-Ticker dazu aufgeschaltet, weil man weiss, das beschäftigt uns jetzt eine Weile. So auch gerade heute Nacht wieder so ein neues Thema. Und es sind oft Themen, die kontrovers diskutiert werden. Und das führt dann manchmal zu hitzigen Gesprächen, an Pausentischen, innerhalb der Familie, unter Freunden. Und natürlich auch in den Medien werden die Themen hitzig diskutiert. Und meistens wird den meisten auch vorgeworfen, dass sie schon irgendwo vorgenommen sind. Und jeder hat natürlich irgendwo schon eine Richtlinie. Und es entsteht manchmal so ein bisschen ein Kampf darum, wer denn jetzt tatsächlich Recht hat. Und uns als Christen beschäftigt dann zusätzlich die Frage, was ist denn Gottes Sicht? Und welche Haltung sollen wir zu so einem Thema einnehmen? Und immer wieder zeigt sich, dass wenn man sich dann mit so einer Thematik ein bisschen mehr beschäftigt, dass die einfachen, klaren Antworten zwar eben einfach und klar sind, aber meistens dann eben auch sehr einseitig oder sogar falsch und dass die Sache ein bisschen komplexer ist, als man manchmal denkt. Und wir haben uns entschieden und dann nochmal neu gesagt, wir möchten 2 Mal ungefähr im Jahr, vielleicht auch mal 3 Mal, unter dem Titel «Fragen, die die Welt bewegen», uns genau solche Themen widmen und das miteinander auch ein bisschen anschauen. Und wir haben uns entschieden, das auf eine gewisse Art und Weise zu machen. Und zwar, das haben wir so im Serienbeschrieb geschrieben, ohne fertige Antworten zu servieren, möchten wir Themen aus biblischer Perspektive beleuchten. Dies soll uns helfen, uns eine eigene Meinung zu bilden und mit Menschen in unserem Umfeld darüber ins Gespräch zu kommen. Und heute machen wir genauso einen Sonntag, und zwar zum Thema Krieg in Israel und Gaza. Konflikt, Krieg, Provokationen, Gewalt und so weiter, das sind konstante Begleiter im Nebeneinander von Israelis und Palästinensern seit der Staatengründung am 14. Mai 1948. Und immer wieder eskaliert dort die Gewalt und das Unrecht, zuletzt ausgelöst durch den brutalen Überfall von der Hamas am 7. Oktober 2023, wo mehr als 1200 Personen umgebracht worden sind auf brutalste Art und Weise und mehr als 250 Menschen im Gazastreifen verschleppt und kidnappt worden sind. Und bis heute immer noch über 120 Geiseln in der Gewalt der Islamisten sind. Israel hat sich darauf entschieden, die Terrororganisation Hamas zu zerstören und bis heute andauernde Bodenoffensive in Gaza gestartet, bei der bereits auch schon mehrere tausend Menschen ums Leben gekommen sind. Und so als neutraler Beobachter denkt man sich so, warum ist dort einfach ein friedliches Zusammenleben überhaupt so schwierig? Was ist eigentlich das Problem oder besser gesagt, vielleicht um was geht es denn überhaupt? Und um das ein bisschen besser zu verstehen, warum das so schwierig ist, muss man irgendwo die Geschichte von dem ganzen Landstrich und all die Faktoren irgendwie ein bisschen genauer anschauen. Und darum wollte ich fragen, ob es für euch okay ist, wenn wir heute 3 Stunden machen, statt 30 Minuten. Genau, sehr gut. Ich sehe, ihr seid dabei. Schön, gut. Also, schnallt euch an. Ja, nein, genau, wir müssen sehr weit ausholen. Und jetzt gewisse Themen kann ich nicht so fest darauf eingehen. Ich würde aber gerne auch auf andere Predigten verweisen, die wir bei uns auch schon hatten, wie zum Beispiel Johannes Wirth, wo die jüngere Geschichte vom Volk Israel und wie da auch Prophetien in Erfüllung gegangen sind, schon mal genauer angeschaut hat bei uns in einem Gottesdienst. Das war im August 2022 unter dem Titel «Hat's Gott noch im Griff?». Ich habe es im Predigtkonzept, das ihr online findet, verlinkt, dass ihr direkt dort nachhören könnt. Was ich möchte heute versuchen, ist euch so einen kurzen Abriss zu geben über die verschiedenen Ebenen von dem Konflikt und wo diesen Konflikt so schwierig machen, damit wir ein bisschen besseres Verständnis davon bekommen, wie vielschichtig der Konflikt eigentlich ist. Und ich fange hier an mit, dass der Konflikt zum einen eine Frage von einem Gebiet ist, nämlich wem das Gebiet dort rechtsmäßig als Heimat zusteht. Den Palästinenser, die in diesem Gebiet gelebt haben, oder den Juden, die vor 2000 Jahren dort daraus vertrieben worden sind.
Wer hat jetzt da wem Gebiet weggenommen, wo am anderen eigentlich gar nicht zustehen würde? Oder sind da einfach verschiedenste Menschen, jüdische und arabische, in ein mehrheitlich unbesiedeltes und unfruchtbares Land eingewandert? Das ist eine von diesen grossen Schwierigkeiten. Und Fakt ist in dem Sinne, es sind zwei Völker, aber es ist ein Land. Und das ist eine Ebene von dem Konflikt. An keinem Ort wird das so deutlich wie auf dem Tempelberg in Jerusalem, wo sowohl Juden als auch Moslems ihres wichtigsten oder beziehungsweise drittwichtigsten Heiligtum haben. Und darum ist es eben auch ein religiöser Konflikt. Ich habe selber schon mal Jerusalem besuchen und es ist eindrücklich, was dort alles zusammenkommt, wie da auf kleinstem Raum Juden die Klagemauer besuchen, Moslems den Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee und wie verschiedenste christliche Glaubensgemeinschaften, zum Beispiel Grabeskirchen oder das Gartengrab, besuchen. Für alle ist Jerusalem enorm bedeutsam und niemand wäre bereit, darauf zu verzichten. Und dann macht es aber noch viel schwieriger, dass es in einem radikalen Islam, wie ihn die Hamas vertreten, es schlicht und einfach keinen Platz gibt für Juden. In der Hamas-Charta 1988 ist offen dargelegt, dass es ihr Ziel ist, Israel zu vernichten. Ich zitiere daraus: In den Köpfen der kommenden muslimischen Generation muss unbedingt die Vorstellung verankert werden, dass es sich bei der Palästina-Frage um eine religiöse Frage handelt. Sobald die Feinde muslimisches Land usurpieren, das heißt besetzen, wird der Dschihad, der Heilige Krieg, zur individuellen Pflicht eines jeden Muslim. Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung. Und in dieser Charta berufen sie sich auch auf eine Aussage, die am Prophet Mohammed zugeschrieben wird, wo so lautet: Die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen: O Muslim, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn. Auch das ist in dieser Charta drin. Und die Absichten so von der Hamas, die sind so klar und eindeutig und scheinen so einen dauerhaften Frieden mit Israel sehr schwierig zu machen oder eben, wenn nicht gar unmöglich. Und da kann man sich dann schon auch fragen, ja, was würde passieren, wenn Israel den Krieg verlieren würde? Gäbe es dann tatsächlich Frieden, ein freies, demokratisches Palästina, oder gäbe es aus dem einen Gottesstaat? Ein weiterer Aspekt in dem Sinne, oder eine weitere Ebene, ist auch Antisemitismus. Und man könnte dieser Dimension eigentlich sagen, es ist die geistliche Dimension von dem Konflikt. Also der Versuch vom Bösen, das Volk der Juden und damit auch ihren Glauben auszulöschen. Die Geschichte ist voll von so Versuchen und die fangen an im Alten Testament, im Buch Esther, wenn man liest, wie der Haman dort das machen wollte, bis in die heutige Zeit hinein. Und uns allen sind die schrecklichen Bilder vom Holocaust bewusst. Und Gott sei Dank hat Gott nie zulassen, dass das tatsächlich so kommen. Aber auch in der heutigen Zeit flammt der Antisemitismus wieder auf, teilweise sogar sehr offen. Dann jetzt nochmal eine Dimension, die den Konflikt nochmal komplexer macht, nämlich eine historische Dimension. In einem Konflikt, der so lange schon andauert, da passiert unglaublich viel Leid, und zwar auf beiden Seiten. Mega viele Menschen haben Leid erfahren, haben geliebte Menschen verloren, haben Unrecht erlebt. Und aus dem entsteht ein Teufelskreis von Aktion und Reaktion. Und der ist wahrhaft teuflisch, weil er dazu führt, dass eben Feindesbilder und Hass entstehen in den Herzen der Menschen und dass man anfängt, sich gegenseitig zu entmenschlichen und sich unmenschliche Sachen antut. Und das macht es so schwierig, dass Vergebung und Frieden passieren können, weil die Spirale der Gewalt so tiefe Wunden hinterlassen hat bei den Menschen, dass es immer wird Menschen geben wird, die noch nach Gerechtigkeit und Vergeltung rufen. Und dann, nicht zuletzt, gibt es auch noch
eine politische oder vielleicht kann man auch sagen, eine weltanschauliche Dimension. Verschiedene Länder und Mächte, die verfolgen durchaus auch eigene Interessen in dieser ganzen Situation und solidarisieren sich je nachdem mit der einen oder anderen Seite. Und da spielen dann auch Länder wie Amerika, China, Russland und auch die verschiedenen arabischen Staaten mit drin mit ihren Interessen und spielen dort eine Rolle. Und auch bei uns in der Schweiz gehen teilweise Gräben auf zwischen Free Palestine-Bewegungen, die oft aus einem politisch linken Lager kommen, und konservativeren Kräften, die sich eher auf die Seite der Israelis schlagen. Und auch da ist nicht immer ganz klar, welche Motive wirklich dahinter stecken. Ob es wirklich um die eigentliche Sache geht oder ob es nicht manchmal auch einfach um eigene Interessen geht. Das sind 5 so verschiedene Ebenen, die da mitspielen, und erschwerend kommt dazu dann noch, dass das, was wir in den Medien hören, eben auch oft nur ein Teil der Realität ist. Dass es schon ein Stück weit gefärbt ist und dass es teilweise sehr schwer überprüfbar ist, was davon jetzt effektiv stimmt. Die Informationen von der Hamas sind oft Kriegspropaganda und darum werden bei unseren News dann oft auch Angaben über das Ausmaß der Zerstörung oder Zahlen von Opfern mit dem Zusatz versehen, konnten nicht unabhängig überprüft werden. Und gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass gerade auch die innenpolitischen Auseinandersetzungen in Israel selber, wo zum Beispiel die andauernden Proteste gegen die rechtsrationalistische Regierung von Netanyahu oder auch der Rücktritt von Benny Gantz aus der Kriegskommission, dass die Regierung wohl durchaus auch eigene oder andere Interessen hat als nur den Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung. Wenn wir nur schon den kurzen Abriss, der jetzt sehr grob zusammengefasst war, uns ein bisschen bewusst machen und versuchen, das Fazit zu ziehen, dann ist das Fazit wahrscheinlich relativ einfach. Die Sache ist enorm komplex und enorm vielschichtig. Und wenn es einfache Lösungen für diese Situation gäbe, dann hätte man sie garantiert schon gefunden und ausprobiert. Und auch wenn das Fazit vielleicht ein bisschen frustrierend und unzufriedenstellend ist, so auf den ersten Blick, so ist es doch auch einfach eine Realität, wo wir uns irgendwo stellen müssen. Und wo es, glaube ich, wichtig ist, dass wir sie ein Stück weit auch einfach anerkennen. Und gerade auch, weil in diesen Themen und so Konflikt mit so viel Verlust, Leid, Trauer und persönlichen Tragödien versehen sind, ist es wichtig, dass wir, wenn wir uns äußern, das mit sehr viel Demut, Bescheidenheit und Mitgefühl machen gegenüber den Leuten, die es effektiv betrifft. Und mir geht es oft so, dass ich ein bisschen Mühe habe, wenn dann einfach so saloppe Statements rausgehauen werden, die so tönen, als wäre es doch eigentlich ganz klar. Und ich merke, dass mich dann das amigs dazu bringt, dass ich vor lauter Überforderung, weil das Ganze ein bisschen schwierig ist, lieber schweigen und nichts sagen. Aber auch das ist irgendwo keine Lösung, weil man damit Debatten und das Feld einfach den lautesten Stimmen überlässt, die dort rufen. Und darum ist es ab und zu, auch wenn es schwierig ist, wichtig, sich zu überlegen, was heisst denn jetzt das für uns als Christen? Wie können wir in dem eine gesunde Haltung einnehmen, gerade wenn es um so einen komplexen Konflikt geht. Und darum möchte ich mit euch heute Morgen jetzt in ein bisschen in die Bibel eintauchen und ein paar Gedanken teilen, die hoffentlich euch helfen können, um persönlich eine Haltung in dem zu finden. Der erste Punkt ist Verbundenheit. Als Christen haben wir eine besondere Verbundenheit mit den Juden und dem Volk Israel, weil wir nämlich die gleichen geistlichen Wurzeln teilen. Der Paulus beschreibt die Verbundenheit im Römerbrief mit einem bildlichen Vergleich, nämlich mit einem Ölbaum oder Olivenbaum. Ich lese vor aus dem Römer 11, Vers 7. Einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr, damit meint er so quasi uns als Christen, wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Also mit dem Bild vom Ölbaum beschreibt Paulus die Verbundenheit, die wir als Christen mit dem Volk Israel haben. Wir teilen mit ihnen die Wurzeln von unserem Glauben.
das Fundament der alttestamentlichen Schriften und in dem Sinn auch der Glaube an den gleichen Gott. Jesus selber war Jude und wenn er vom Vater geredet hat, dann hat er damit den Gott vom Alten Testament gemeint. Das, was uns unterscheidet, ist, dass wir glauben und wissen, dass Jesus die Erfüllung von der alttestamentlichen Hoffnung auf den Messias ist. Und trotzdem teilen wir eben mit ihnen sehr tiefe Verbundenheit mit den Juden und mit dem Volk Israel. Und mir ist wichtig zu sagen, dass das ist im Christentum nicht immer gleich verbreitet war. Es hat Zeiten gegeben, da haben die Juden auch durch Christen Verfolgung und viel Leid erfahren. Und dass das heute mehrheitlich nicht mehr so ist, ich glaube, das ist richtig und das ist wichtig. Viele, ich glaube auch von uns, die heute da drin sitzen, wir spüren die tiefe Verbundenheit mit Israel und dem jüdischen Volk. Und mir geht das auch so. Steffi und ich, wir haben schon zweimal Israel bereisen und wir sind fasziniert von dem außergewöhnlichen Land und was da passiert und irgendwo können diesen Ort und so weiter nachgehen, wo Jesus selber war. Und in dem Sinn, durch die Verbundenheit, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir uns als Christen gegen jegliche Form von Antisemitismus stellen. Das hat keinen Platz. Der zweite Punkt, wenn wir so in die Bibel hineingehen, ist etwas weiteres, was wir dort sehen, ist, dass Israel für Gott schon immer ganz ein besonderes Volk war und bis heute auch ist. Nach dem Auszug aus Ägypten hat Gott das Volk Israel eingeladen, sein Bundesvolk zu werden. Wir lesen das in 2. Mose 19. Jetzt sollt ihr wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Solch eine Stellung hat kein anderes Volk. Mir gehört zwar die ganze Welt, aber ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern sein, ein Volk, das mir geweiht ist. Diese Worte sollst du den Israeliten übermitteln. Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen und an diesen Bund haltet er sich bis heute. Israel hat irgendwo so einen besonderen Platz auch in Gottes Herz. Wenn wir reingehen in den Vers dort, wo es heißt, mein besonderes Eigentum, dort ist das hebräische Wort Segula dahinter und das bedeutet so viel wie kostbare Schatz, Besitz, Eigentum. Also nicht einfach Eigentum im Sinne von, das gehört mir, sondern es ist ein kostbarer Schatz, der mir gehört. Und das zeigt irgendwo so die Einzigartigkeit, wo Israel für Gott hat. Und es geht dabei, das ist mir auch wichtig zu sagen, nicht darum, dass Gott bestimmte Menschen jetzt lieber hätte und sie anderen würde bevorzugen, sondern es hat damit zu tun, dass Gott für Israel eben eine ganz bestimmte Berufung hat. Für sie als Volk. So wie er Abraham versprochen hat, dass durch ihn und dann eben durch das Volk, das von ihm abstammt, alle Völker sollen gesegnet werden. Das ist ihre Berufung. Und das Ziel war, dass sie ein Wegweiser für Gott werden. Darum hat Gott mit ihnen so einen besonderen Bund geschlossen. Und der Bund, den hat er nicht aufgegeben, auch wenn sie dem Bund oft nicht treu sind, Fehler gemacht haben und versagt haben. Und das zählt auch bis jetzt, und auch der Paulus tut das im Römerbrief bezeugen, im Römer 11, Vers 2, wo er sagt, nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Und auch wenn es manchmal nicht so ausgesehen hat und auch wenn es viele düstere Zeiten gegeben hat, für mich ist der grösste Beweis dafür die Existenz vom Staat Israel, dass das tatsächlich so ist und dass Gott an dem festgehalten hat. Was wir da in den vergangenen 100 Jahren im Nahen Osten haben können erleben und sehen, das ist schlicht und einfach ein Wunder, dass das passiert ist. Über viele Jahrhunderte weg, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, hätte sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, dass es irgendwann wieder einen Staat Israel wird geben. Und auch nicht, dass auf dem öden, kargen Flecken Erde in weniger als 100 Jahren wieder ein blühendes und ein fruchtbares Land entstehen kann. Man kann Bilder vergleichen von früher zu jetzt. Das ist wirklich einfach ein Wunder.
Und entgegen allen Vorzeichen und trotz eben über 2000 Jahren oder fast 2000 Jahren vom Warten und Aushalten hat Gott das entstehen lassen, das Wunder können machen. Und Gott hat sein Volk nicht vergessen und nicht verstoßen über all die Zeit. Und ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Einschub machen und einen Bezug zu dir und mir. Weil es ist auch mit dir und mir nicht anders. Gott steht auch zu seinem Bund mit uns. Und auch wenn du, wie zum Beispiel das Volk Israel, immer wieder den Bund mit ihm brichst, ihm schon x-mal davon gelaufen bist oder manchmal so ein bisschen on and off bist mit ihm, er lässt dich nicht fallen. Er geht dir nach wie ein Hirte einem verlorenen Schaf oder die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo der Vater wartet mit offenen Armen und ihn willkommen heißt. Das gilt auch für dich. Gott wendet sich nicht von uns ab. Ein dritter Punkt. Schon im Alten Testament, aber besonders auch im Leben von Jesus sehen wir, dass Gott ein grosses Herz hat für die Armen, die Schwachen und die Unterdrückten und sich immer wieder auf ihre Seite stellt. Im Alten Testament heißt es immer wieder, dass Gott den Schrei der Unterdrückten gehört hat. Zum Beispiel, wo sein Volk als Sklaven in Ägypten waren, hat der Mose gesagt, hey, ich habe den Schrei von ihnen gehört. Ich habe ihre Schreie gehört und es hat mich bewegt. Und das ist nicht nur so, weil jetzt dort das Volk Israel die unterdrückt waren, sondern ganz generell, weil Ungerechtigkeit Gott nicht egal ist. Er hört das Rufen und von den Schwachen und von den Wehrlosen und er setzt sich dafür ein, dass sie Recht und Gerechtigkeit erfahren. Und für das stellt er sich auch immer wieder den Mächtigen und denen, die andere unterdrücken, entgegen, sogar dann, wenn es sich um sein eigenes Volk handelt. Darum ist Gott auch selber immer wieder der schärfste Kritiker gewesen, wenn Israel Unrecht verübt hat. Gerade besonders gegenüber seinen staatlichen und religiösen Führungspersonen. Und immer wieder ist es passiert, dass wenn es Israel gut gegangen ist, dass sie selber zu Unterdrücker geworden sind und ihre Macht und ihren Einfluss missbraucht haben. Und immer dann, das könnt ihr in den Propheten nachlesen, hat Gott nicht mit Kritik auch an seinem Volk und seinen Führern gespart und hat sich auf die Seite der Ausländer, der Waisen und der Witwen gestellt. Eine Stelle habe ich euch mitgenommen, es gibt x, in Jeremia 22, Vers 3. Der Herr befahl mir, in den Königspalast zu gehen und dort zu verkünden. Höre, was der Herr dir zu sagen hat, König von Juda, du Nachkomme von David, dir, deinen obersten Beamten und deinem Volk, das durch diese Tore zum Palast hineingeht. So spricht der Herr. Sorgt für Recht und Gerechtigkeit. Helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden. Den Ausländern, Waisen und Witwen tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Und dort darf man sich auch fragen, welche Schrei gehört Gott heute wahrscheinlich? Und ich glaube, es ist wichtig, dass das Leid der unschuldigen Zivilbevölkerung in Gaza uns nicht einfach kalt lässt. Gerade wenn wir darüber diskutieren, oder auch gerade dann, wenn wir darüber diskutieren, wer denn jetzt wie viel Anteil von der Verantwortung an dem Ganzen hat für diese Situation, dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass auf beiden Seiten viele unschuldige Menschen leiden. Und das, was die Bibel uns zeigt, ist, dass Gott jede Not und jedes Leid von Menschen sieht und dass es ihn bewegt und ihm nicht egal ist. Und an dieser Stelle ist mir wichtig zu sagen, ja, Israels Regierung, die haben die Verantwortung und die Pflicht, sich zu verteidigen und seine Bevölkerung zu schützen. Das steht außer Frage. Und trotzdem muss man vielleicht auch sagen, heiligt der Zweck nicht alle Mittel. Und ist Israel durch seine übermächtigen militärischen Mittel und seine Übermacht in diesem Konflikt ihnen auch verpflichtet, sie bedacht und im Sinn von der Wahrung der Menschenrechte einzusetzen. Und in dieser Hinsicht muss es, und glaube ich, ist es auch wichtig, muss es auch möglich sein und erlaubt sein, die Art und Weise, wie sie teilweise vorgehen, auch mindestens kritisch zu hinterfragen.
Und ich bin mir bewusst, die sich dort ein bisschen auskennen, dass Israel da große Bemühungen auch macht und dass es teilweise auch die Hamas sind, die es sehr schwierig machen. Trotzdem muss man kritisch anschauen. Weil Gott stellt sich auf die Seite der Schwachen, der Hilflosen, der Unterdrückten und er kritisiert die Mächtigen, die rücksichtslos vorgehen gegen die sich nicht wehren können. Jetzt die Frage, was heißt jetzt das für uns? Und es sind 3 so Anstöße gewesen, und ich bin mir bewusst, da könnte man noch in vielen eben tiefer gehen, darum eben 3 Stunden, oder? Aber wenn ich die Anstöße und die Situation ein bisschen genauer betrachte, dann muss ich mir einmal mehr eingestehen, wie komplex die ganze Situation ist und dass, auch wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass es nicht einfach eine glasklare Antwort gibt, wer denn jetzt da richtig liegt und wer falsch liegt, dass wir uns einfach nur so einfach auf eine Seite stellen können. Es bleibt da eine gewisse Spannung, auch zwischen dem, was Jesus gelehrt hat und was Gottes Plan mit seinem Volk ist. Und es kann nicht die Lösung sein, dass wir einfach eben keine Meinung dann schlussendlich haben und sagen, hey, es ist mir wirklich einfach zu kompliziert. Und darum möchte ich so zum Abschluss noch ein paar Gedanken formulieren, die helfen können, jetzt so eine Haltung einnehmen oder wie so eine Haltung könnte aussehen. Und ich möchte starten mit der Schlussfolgerung, dass wir eine demütige Haltung einnehmen. Weil die Linie zwischen Gut und Böse nicht immer so eindeutig ist. Das ist etwas, was wir übrigens auch im Alten Testament immer wieder sehen, in den biblischen Geschichten, wo viele von unseren biblischen Helden eigentlich Schreckliches tun haben. Und wo wir oft aber auch sehen, dass Menschen von scheinbaren gottlosen Völkern sich irgendwo gottgefällig und ehrfurchtsvoll von Gott verhalten haben. Und ich glaube, darum ist es gut, wenn wir mit viel Demut an die Einordnung von so einem Konflikt herangehen und auf unabbrachte Vereinfachungen verzichten. Und das ist auch mit dem Grund, warum wir versuchen, sehr zurückhaltend zu sein bei uns in der GVC, so Ereignisse in einen endzeitlichen Fahrplan einzuordnen, wo man alttestamentliche Prophezeiungen auf einzelne Ereignisse aus der Geschichte versuchen zu beziehen und zu sagen, das ist jetzt genau dort gewesen und das ist jetzt genau dort gewesen. Solche Pläne und Schlussfolgerungen hat es immer wieder gegeben in der Geschichte und sie sind eigentlich immer falsch gewesen. Und darum, oder wenn dann erst rückblickend sinnvoll. Und ich glaube, das ist das, wo man vielleicht kann, rückblickend anschauen und sagen, wo hat sich etwas erfüllt. Auch das ist ehrlich gesagt schwierig. Und darum, auch wenn das spannend ist, glauben wir, dass Gott uns irgendwie bewusst kann, so einen eindeutigen Fahrplan hinterlassen hat, wo wir genau sehen, was alles noch wird passieren und wie und wenn. Und darum möchten wir auf so Spekulationen verzichten. Auch da kann ich nochmal verweisen auf eine Predigt, die Hannes Anfangsjahr bei uns hatte. Wo ist Gott inmitten von Krieg, Leid und Not, wo er auch gerade so das Thema auch noch aufgenommen hat. Auch das habe ich im Konzept verlinkt. Die zweite so eine Haltung ist die von einer geschwisterlichen Verbundenheit. Als Christen sind wir durch den Glauben mit dem Volk Israel verbunden. Und mir gefällt so das Bild oder der Ausdruck von der geschwisterlichen Verbundenheit. Wir gehören irgendwo zusammen und wir leiden mit ihnen, wir sind mit drin, was aber nicht unbedingt heisst, dass wir alles gut und richtig finden müssen, was die jeweils aktuelle Regierung entscheidet und macht. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir eine Haltung einnehmen, die sich klar gegen jede Form von Antisemitismus stellt und wo die geschwisterliche Verbundenheit darf da sein und, glaube ich, wichtig ist. Und dann ist aber auch wichtig, dass so sehr wir uns mit Israel verbunden fühlen, dass uns das Leid von Unschuldigen nicht egal ist. Und wenn ich richtig verstehe, glaube niemand von uns hat eine Antwort oder eine Lösung parat, welche Mittel das jetzt zum Schutz der israelischen Bevölkerung legitim sind und wie dass man unschuldige Opfer in so einem Konflikt verhindern kann. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass sie uns nicht egal sind und dass wir uns für Mäßigung und für Frieden einsetzen.
Wir haben vorher schon gesehen, wie im Alten Testament Gott sich immer wieder auf die Seite der Schwachen und der Unterdrückten gestellt hat. Und wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, dann geht Jesus einfach nochmal eine Stufe weiter und hat in der Bergpredigt Aussagen gemacht, wo ehrlich gesagt, uns so, wenn wir es in Bezug setzen mit dieser Situation, fast den Atem stocken lassen. Es heißt dort, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, 1 Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deine Mitmenschen und hasse deinen Feind, doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Es drüllt einem ein bisschen den Magen um, oder? Wenn man das liest. Und ich glaube nicht, dass Jesus da würde verlangen, dass man sich einfach abschlachten lässt in so einer Situation. Aber vielleicht müssen wir uns dann eben gleich nochmal die Frage stellen, was ist denn ein gerechtfertigter Einsatz von Gewalt, um Frieden zu erreichen? Und wie sollen wir reagieren auf Ungerechtigkeit und auf Hass? Mit noch mehr Gewalt? Mir ist mega wichtig, so Fragen können wir nicht für andere beantworten. Und ich würde mich hüten, das zu machen für Menschen, die in dem Konflikt aktiv beteiligt sind oder die darunter leiden, jetzt ihnen irgendwie einen guten Ratschlag zu geben oder weiss auch nicht was. Schon gar nicht von da aus der Schweiz. Aber kurz sich fragen, was hat Jesus vielleicht damit sagen? Und kann es sein, dass Jesus da hat bewusst eine Aussage machen, die uns quer im Magen liegt, die uns provoziert, die uns unangenehm ist, wo man so denkt, hey, sorry, aber das kannst du nicht umsetzen. Und vielleicht ist eben auch nicht das die Idee, dass Jesus sagt, ja, setz das 1:1 so um, sondern vielleicht ist jetzt, auch gerade, ich sage jetzt mal konkret bezogen auf diese Situation, die Aussage von Jesus mehr, dass Auge um Auge, Zahn um Zahn oder generell alle anderen Formen von Vergeltung nicht zu nachhaltigem Frieden werden führen. Weil es für Frieden, Vergebung und aufopferungsvolle Hingabe braucht. Trotz Leid und Ungerechtigkeit. Das, was Jesus selber vorgelebt hat, in aller Konsequenz, bis zum Tod. Und darum, als Nachfolger von Jesus, bin ich aufgefordert, bei mir selber anfangen anzuschauen, um in meinem Umfeld ein Mensch zu sein, der Frieden stiftet, der bereit ist, anderen zu vergeben, der bereit ist, auf Vergeltung zu verzichten und wo jeden Anflug von Hass und von Gewalt in meinem eigenen Herz anfängt radikal zu bekämpfen und zu sagen, nein, das darf nicht wachsen in meinem Herz hinein. Da sind wir alle in dem hinein herausgefordert. Und wenn wir vielleicht die Aussage jetzt auch nochmal auf den Konflikt beziehen, dann ist vielleicht unsere Aufgabe, jeden Schritt, wo es richtig Frieden gibt, zu feiern und zu unterstützen und anzuführen und selber Menschen sein, die dort, wo wir können, zu dem ermutigen. Und da gibt es Sachen, die uns Hoffnung machen dürfen. Hoffnung gibt mir zum Beispiel die Tatsache, dass bereits Sachen passiert sind, die eigentlich unmöglich sind. Wie zum Beispiel, dass Israel heute Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien hat. 2 Länder, die vorher darauf ihre klare Mission war, sie zu zerstören. Oder wie das Beispiel von einem Israeli und einem Palästinenser, die vorletzte Woche in der NZZ am Sonntag ein Interview gegeben haben. Der Israeli, Maus Inon heisst er, hat am 7. Oktober seine Eltern verloren bei dieser Attacke. Der Palästinenser, der Aziz Abu Sarah, hat seinen Bruder verloren. Und sie beide vergeben den Täter und möchten Frieden und setzen sich für den Frieden ein. Es ist ein bewegendes Interview. Ich habe es auch verlinkt, ihr könnt es nachlesen.
Und der Maus Inon macht eine Aussage, wo wir, glaube ich, mitnehmen dürfen. Er sagt, Rache darf nur in den Händen Gottes liegen. Uns Menschen bleibt übrig, uns in Versöhnung und Vergebung zu üben. Aufgrund dieses brutalen 100-jährigen Konfliktes haben wir unsere Moral und unsere humanitären Werte verloren. Unsere Helden sind Helden des Krieges und der Rache. Aber wir müssen Helden des Friedens kreieren. Und darum glaube ich, ist es unsere Aufgabe, für den Frieden einzustehen, wo auch immer wir können und mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Und ich bin mir bewusst, das sind nicht viele, das sind wenig. Aber es gibt ein Mittel und das ist der letzte Punkt. Das ist das Gebet für Frieden, Fürbitte. Weil wirklicher und andauernder Frieden in diesem Konflikt, der ist menschlich gesehen eigentlich unmöglich. Für das ist der Konflikt zu verworren, zu langjährig. Ich möchte euch erinnern an die Ebene. Und der wahre Frieden, der, wo, so wie es in der Bibel heißt, dann Schwerter zu Pflugscharen und Speere zu Winzermesser werden, der kann nur durch den Friedenfürst Jesus Christus kommen. Nur durch ihn. Und darum ist es wahrscheinlich unsere allerwichtigste Aufgabe, immer wieder im Gebet für den Frieden einzutreten. Mit Jesus zusammen zu beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Und mit ihm zusammen dafür eintreten, dass der Friede, dass er als der Friedenfürst auch dort kann Frieden bringen, wo unsere menschlichen Möglichkeiten am Ende sind und wo es aus unserer Sicht unmöglich aussieht. Und auch wenn wir nicht wissen, wann und wie das Gott schlussendlich handeln wird, möchte ich trotzdem immer wieder einstimmen in den Ruf und in das Gebet hinein: Jesus Christus, Friedefürst, erbarm dich, komm bald. Und ich glaube, wir nehmen uns jetzt einfach kurz einen Moment, ihr könnt das selber für euch beten oder auch in eigenen Worten. Ich mache noch ein Abschlussgebet.